Willkommen zum ersten Teil von der YouTube Basics 101 Tutorial Serie. Ich bin der Greenie und in diesem Video besprechen wir, was du alles brauchst, um überhaupt mit YouTube anfangen. Um es kurz zu machen, um auf YouTube anfangen, brauchst du nichts von all dem, was ich jetzt hier gerade benutze. Vielmehr konzentrieren wir uns in diesem Tutorial auf die Sachen, die du vermutlich bereits hast. Und zwar lange jetzt für den Anfang schon komplett, wenn wir einfach unser Handy nehmen, das wir vermutlich alle haben. Weil Kameras in diesen Dingen sind inzwischen so gut, dass das völlig lange für den Anfang auf YouTube. So, wir haben jetzt eine Kamera, aber was brauchen wir eigentlich noch, um jetzt auf YouTube anfangen? Genau, wir brauchen die Möglichkeit, um unsere Bilder und unsere Videos zu bearbeiten. Es gibt sehr viele verschiedene Programme, mit denen man das machen kann. Ich empfehle euch aber herzlichst Produkte von Adobe. Aus diesem Grund werden wir in dieser Tutorial-Serie mit Adobe Premiere Elements und Adobe Photoshop Elements arbeiten. Das Bundle von diesen beiden Programmen kostet einmalig 147 Franken. Ich bin mir aber sicher, dass das Geld gut investiert ist, wenn du wirklich anfangen Videos zu produzieren. Übrigens, wenn du noch ein bisschen Geld sparen willst, dann empfehle ich dir, kauf das Bundle bei Digitec, weil der kostet es nämlich nur 129 Franken anstatt 147. Wenn du dir aber zuerst ein Bild machen willst von dieser Software, dann machst du doch so wie ich und installier zuerst die kostenlose 30 Tage Testversion auf der Webseite von Adobe. Den Link dazu unten in der Videobeschreibung. Während auf meinem Computer die Software jetzt installiert, erkläre ich euch doch mal, wieso ich euch das Adobe-Produkt empfehle, anstatt irgendein kostenloses Programm wie zum Beispiel iMovie oder der Windows Movie Maker. Und zwar ist es so, dass Adobe-Produkte im professionellen Bereich ziemlich weit verbreitet sind. Wenn du also irgendwann mal vorhast, wirklich professionell Videos zu produzieren oder gar in dieser Branche anfangen zu arbeiten, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal mit Adobe-Produkten zu tun hast, extrem groß. Darum ist es für dich das Beste, wenn du jetzt mit der relativ günstigen Elements-Version von Adobe anfängst, denn wenn du irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, ich kann nicht mehr alles machen, was ich mit der Elements-Edition machen kann, kannst du ohne Probleme auf Profi-Edition upgraden, ohne das ganze Programm neu zu lernen. Weil die Elements-Version ist bei der Bedienung sehr ähnlich wie Profi-Edition. Wenn du jetzt eine andere Software benutzt, musst du halt irgendwann die professionelle Software komplett von Grund auf lernen. Und glaub mir, bei Adobe Premiere Pro ist das unglaublich her. Inzwischen ist Premiere Elements und Photoshop Elements auf meinem Computer fertig installiert und ich habe jetzt auch schon wieder die Installationsdatei gelöscht, weil ich einfach viel Speicherplatz spare. Als nächstes legen wir unsere Arbeitsumgebung an. Ich habe eine eigene Festplatte, die ich nur für YouTube benutze. Wenn du keine eigene Festplatte für hast, ist das auch nicht weiter schlimm. Deine Arbeitsumgebung sollte einfach nicht auf einer externen Festplatte liegen, weil das wäre viel zu langsam fürs Videobearbeiten. In meiner Arbeitsumgebung habe ich jetzt 3 neue Ordner erstellt. Projekte, die werden alle meine Projekte abgeleitet. Konzept, die werden alle meine Ideen, Konzepte und Grafiken zu meinem Kanal abgeleitet. Und Final, dort werden all meine Videos gespeichert, bevor ich sie nachher auf YouTube auflade. Jetzt sind wir schon fast ready für das erste Video, aber zuerst müssen wir noch ein paar Einstellungen in Photoshop Elements und Premiere Elements vornehmen. Als erstes öffnen wir Photoshop Elements und dort gehen wir in die Voreinstellungen auf Arbeitsvolumen. Wenn du nur eine Festplatte hast, kannst du den Schritt überspringen. Wenn du aber mehrere hast und nicht willst, dass jetzt Photoshop deine Hauptfestplatte vollmüllt, dann tu doch jetzt das Arbeitsvolumen auf eine andere Festplatte auslagern. Ich habe eine separate SSD-Festplatte, die nur für Adobe da ist und das ist bei mir das M und dort lege ich das Ganze jetzt an. Und das war es mit Photoshop. Jetzt gehen wir weiter zu Premiere und in Premiere gibt es deutlich mehr Einstellungen, die du vornehmen solltest. Aber wenn du die nicht vornimmst, kann es durchaus sein, dass du an den Punkt kommst und sagen wirst, boah, die Software ist mega schlecht. Und das ist sie nicht. Das Wichtigste, was du auf jeden Fall musst ändern in Premiere, ist der Intervall in dieser Premiere automatisch für dich speichern. Standardmäßig ist der Wert auf 15 Minuten eingestellt und das ist viel zu hoch. Ich setze den Wert immer auf etwas zwischen 3 und 5 Minuten. In meinem Fall jetzt hier 3 Minuten. Ebenfalls solltest du die Versionierung auf etwa 15 aufheben und glaubt mir, 15 ist nicht zu hoch. Es wird der Moment kommen, wo ihr froh sind, dass ihr 15 gewählt habt anstatt 5. Als nächstes werden wir noch Cache-Einstellungen bearbeiten. Je nachdem wie viel Speicherplatz auf deiner Festplatte hast, kannst du da mehr oder weniger geben. Man sollte aber den Standardwert von 5 nicht unbedingt unterschreiten. Als Beispiel, bei Premiere Pro vergebe ich insgesamt 24 GB. Zu guter Letzt können wir noch wieder so wie bei Photoshop den Media Cache wählen. Wenn du nur eine Festplatte hast, kannst du es so lassen, wie es ist. Wenn du eine zweite Festplatte hast, tu doch den Media Cache auslagern. Und wichtig für dich ist, dass bei allen anderen steht wie Projekt. Das ist wichtig. Das war es mit dem ersten Teil der Tutorial-Serie. Ich hoffe, es hat dir etwas gebracht. In der nächsten Folge werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was will ich eigentlich auf YouTube erreichen? Danke fürs Zuschauen. Da geht es zum nächsten Video in dieser Tutorial-Serie. Ich bin der Greenie. Ich hoffe, das Video hat dir etwas gebracht. Wenn es dir etwas gebracht hat, lass doch ein Like da und teile das Video mit Kollegen. In dem Fall, bis zum nächsten Video.